neues Gehäuse aus dem Hause Sony. Geil oder doch nicht? Wenn wir das neue Gehäuse aus dem Hause Sony anschauen, die Sony A6600, dann fällt uns schnell auf, der Griff ist grösser geworden und durch das ergonomischer gebaut, aber nichtsdestotrotz nichts für Leute mit grossen Händen. Der Body bleibt gesamthaft in der Größe ungefähr gleich wie sein Vorgänger, hat einen grösseren Akku, der auch länger hebt. Genaue Akkulaufzeiten kann ich zudem jetzt nicht sagen, weil das ist extrem benutzerabhängig. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall einen zweiten Akku zu kaufen. Wenn wir schon mal bei den Neuerungen sind, die Kamera ist schneller geworden, hat Augenautofokus bei Foto und Video, was vorher nur 6400 hatte und jetzt eben auch 6 erhalten. Ja. Wenn es um die Auflösung geht, bleibt sie gleich wie der Vorgänger, 24 Megapixel, nicht wirklich eine Neuerung. Was mich recht erstaunt hat, ist der Bildstabilisator, der ist extrem gut, also wirklich gut. Ich bevorzuge ihn sogar meiner A7 III. Kommen wir zu den Anschlüssen. Die Kamera hat Kopfhöreranschluss, Mikrofonanschluss, Micro-USB und Micro-HDMI. Wow, sind das viele Mikro gewesen. Und das SD-Kartenfach ist auch immer noch genau gleich friemelig wie beim Vorgänger. Es hat sich also eigentlich nichts verändert. Jetzt müssen wir sagen, wir sind in 2019 und fragen uns, warum hat die Kamera noch Micro-USB? USB-C wäre doch angebracht. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich verstehe Sony für ihren Entscheid, hier auf Micro-USB zu setzen, weil wenn sie auf USB-C gesetzt hätten, auf der kleinen Runde, dann nachher würde kein einziges Sony-Zubehör mehr funktionieren, was ziemlich verärgernd wäre. Ja, ich hoffe, dass dort Neuerungen kommen im Bereich Zubehör. Es ist sich ja schon einiges am tun, wenn es um Bluetooth geht, aber vielleicht kommen ja auch bald Zubehör mit USB-C raus, dass man dann bei Sony komplett auf USB-C kann switchen. Über die Kamera gibt es nicht mehr viel zu sagen. Heutige Kameras sind immer ein bisschen gleich. Es ist wirklich immer ein bisschen standardmäßig. Was aber noch spannend ist, Sony hat dazu 2 Objektive vorgestellt. Und zwar 1655er f2,8. Ein sehr gutes Objektiv, was Geschwindigkeit angeht. Grösse, es ist mir zwar schon fast ein bisschen zu lang, aber es hat dafür eben eine super Bildqualität. Also es ist ganz noch verkaufbar. Und was mich auch noch mega erfreut hat bei diesem Objektiv, ist der Focus by Wire, das manuell Fokussieren. Es ist nicht mehr so, dass du nie genau weißt, auf was das jetzt schon wieder scharf stellen, sondern es ist wieder so, wie man es von alten Linsen kennt. Des Weiteren auch noch mit rausgekommen ist 70-350, auch eine APS-C-Linse von Sony. Nur ein bisschen länger, aber extrem kompakt für den Brennweitenbereich. Durch die Lichtstärke bei Blende 4,5 bei 70 mm und Blende 6,3 bei 350 mm besticht es nicht wirklich, also es ist nichts wahnsinnig Gutes. Aber es hat dafür einen sehr, sehr guten Bildstabilisator und es ist wie auch das vorherige Objektiv mit bedienerfreundlichen Knöpfen ausgestattet. Bildqualitativ ist es auch gut, wie gesagt, muss einfach daran denken, die Offenblenden sind eher mit einem Bedacht zu geniessen. Ist die Kamera für dich empfehlenswert? Wenn du 4K 60 Frames brauchst oder grosse Hände hast, empfehle ich sie dir nicht. Wenn du etwas Kleines, Kompaktes zum Reisen suchst und auch das nötige Geld in der Tasche hast, dann ist dir die 6600er eine sehr gute Überlegung wert. Sie ist super klein, hat eine gute Bildqualität, extrem schnell. Und mit dem 1655er und 70 bis 350 mm hast du vieles abdeckt. Für jemanden, der mit der 7er Reihe schafft, also am besten mit der 7er Reihe aus der 3. Generation, kann ich es auch empfehlen, eine 6600 als Zweikamera zu nehmen, wenn du noch am Überlegen bist, ob du eine brauchst oder nicht. Wenn du die 6500er hast und ein Upgrade willst, würde ich mir es eher noch mal überlegen, weil es ist schlussendlich der gleiche Kaffee, einfach nur ein bisschen neu aufgemischt. Ja, in dem Sinn, das ist mein Fazit zu der 6600. Hammer-Kamera, aber zum Teil einfach ein bisschen neu aufgemischt. Ja, wenn du jetzt noch Fragen oder Feedback hast, dann schreib sie in die Kommentare oder melde dich bei deinem Fachhändler. Er wird dir deine Fragen sehr gerne auch beantworten. Genau, in dem Sinn, ich habe auch Instagram und TikTok. Schau doch dort mal vorbei. Hab's gut und stay on the bridge.